Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Schauen Sie mal, was da flackert und leuchtet. Jetzt denken Sie vielleicht, nett, eine Kerze in einer Laterne habe ich auch daheim. Oder was soll daran schon Besonderes sein? Oder Sie denken, wieso zündet die mitten am Tag eine Laterne an? Aber das ist nicht irgendeine Flamme, zumindest nicht für mich. Das ist meine ganz persönliche Challenge für 23. Diese Flamme hüte ich seit dem 14. Dezember 2022. Es ist das Friedenslicht aus Bethlehem. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Aktion bekannt ist. Ich habe sie letzten Dezember das erste Mal bewusst wahrgenommen. Jedes Jahr entzündet ein Kind in der Geburtsgrotte Jesu ein Licht an und trägt es nach draußen. Von dort wird es mit dem Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Wien transportiert und von da aus am 3. Adventswochenende durch verschiedene PfadfinderInnenverbände in die meisten europäischen Länder transportiert. Züge mit dem Licht fahren über den ganzen Kontinent. Am 24. Dezember können sich die Menschen das Licht dann in Gottesdiensten und an anderen Orten abholen. Für unsere Gemeinde hat es einer meiner Presbyter mit seiner Familie am 3. Advent aus dem Dom in Speyer geholt und es zu unserem Friedensgebet am 14. Dezember mit in die Kirche gebracht. Dort haben wir die Flamme bis zum ersten Weihnachtstag gehütet. Ich habe sie mir schon beim Friedensgebet in einer Becherkerze mit nach Hause geholt und hüte sie seitdem hier. Meine persönliche Challenge für 2023, die Flamme so lange als möglich am Leben zu erhalten. Warum ich das mache? Natürlich, um endlich all die angesammelten Kerzenreste und Altbestände loszuwerden, die seit Jahren in unseren Schränken einstauben. Jetzt werden sie endlich sinnvoll abgefackelt und ihrer Bestimmung zugeführt. Nein, Spaß beiseite. Das ist nur ein netter Nebeneffekt. Ich bin einfach fasziniert von der Tatsache, dass diese Aktion, die auf die Initiative eines österreichischen Fernsehsenders zurückgeht, seit 36 Jahren anhält und jedes Jahr weitere Kreise zieht. Dass eine simple Kerzenflamme es schafft, eine Lichtspur durch ganz Europa und darüber hinaus zu ziehen. Fast genauso faszinierend wie die Tatsache, dass die Geburt eines Kindes zweifelhafter Herkunft in einem ärmlichen Stall vor über 2000 Jahren es schafft, jedes Jahr aufs Neue die Menschen auf der ganzen Welt in Aufruhr zu versetzen, einen Geschenkekaufrausch auszulösen und den weltweiten Cholesterinspiegel katapultartig in unermessliche Höhen zu treiben. Gott kam als Menschenkind in diese Welt, um uns vorzuleben, wie wir friedlich und respektvoll miteinander umgehen können. Das Licht ist seit Anbeginn das Zeichen für ihn und seine Botschaft. Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Heute ist der 6. Januar 2023. Weihnachten ist vorbei. Die meisten Christbäume liegen schon am Straßenrand, die letzten Plätzchenreste sind verputzt, die Geschenke verräumt oder umgetauscht. Der Alltag hat uns wieder. Diese Flamme soll mich daran erinnern, dass Weihnachten nicht vorbei ist. Die Botschaft gilt, auch die nächsten 352 Tage lang. Das Motto der Friedenslichtaktion 2022 lautete: Frieden beginnt mit dir. Daran soll mich die Flamme so lange als möglich erinnern. Und bis sie irgendwann verlischt, hat sie sich hoffentlich in mein Herz gebrannt und hilft mir in jedem Morgen, einen Weihnachtsmorgen zu sehen. Mein erstes Etappenziel ist der Ostersonntag. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen für dieses neue Jahr. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.